Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Dann suchen wir mal noch die Prinzessin, die scheint sich ja irgendwie rausgeschlichen zu haben. Lili, wo treibst du dich bloß rum? Das werden wir ja dann sehen. Du ist noch so eine Wache. Okay, das war wohl die Wache von der Prinzessin und der ist wohl ordentlich eingepennt. So, Das Lied, das habe ich ja doch schon irgendwo mal gehört. Solltest du, das ist auch die Hauptmelodie von Final Fantasy IX und du bist der Hauptcharakter. Die Stimme von Lili, das kommt auf jeden Fall von Over. Ihr könnt ja nicht nur mit ausdrücklicher Erlaubnis einer Exzellenz passieren. Schänder mich, wenn ich mir irgendwas einfallen lasse, komme ich an einem Typ doch nicht vorbei. Wenn ich auch in Uniform ankomme, ließ er mich sicherlich einfach so durch. Okay. Ja, hört man anscheinend jetzt außer der normalen Schlossmelodie. Da haben wir noch einer, der pennt. Ey, schnell, ruf! Wie, was? Da betreiben sich ein paar verdächtige Kerle rum. Wo? Zeig mal wo! Klar, komm mit. Und der ist ja der oberverdächtige Kerl. Nicht du, hier in dem Zimmer. Na warten, ihr elendes Reiherpack. Hey, was soll das? Oh. Und weg ist er. Lief wie am Schnürchen. Also echt mal ohne Scheiß, dass der noch nicht am Pranger oder irgendwo auf einer Folterbank gelandet ist, so wie der sich die ganze Zeit benimmt. Der Aufmachung kann ich den Aufzug benutzen, ohne dass mich irgendjemand verdächtigt. Zumal ich jetzt der Elite-Zipfelmützerig bin. So. Haben die aufgemaltes Gesicht da drauf? Anscheinend. So, das Ding hat er jetzt auch wieder ausgezogen. Und die Musik wird immer intensiver und lauter. So. Gucken wir erstmal hoch. Ui. Geht ja auch ganz schön die Post ab. Oder der Dampf ab. Was? Ein Mädel? Ach, die Mensch, die ist von die Treppe ruf. Okay. Da ist das Story, wo wir hin müssen. Und wir kommen wohl immer näher. Bei dem Lied läuft mir irgendwie ein Schauer über die Ricke. Und? Ich finde es irgendwie auch schade, dass sich das Spiel fast so, sagen wir jetzt mal, eher nichtiger Sequenzen hier Zeit nimmt. Dass man auch extra sowas als Filmsequenz verpackt. Gerade das gefällt mir eigentlich ganz gut, wobei ich halt auch sagen muss, dass CD1 unglaublich filmsequenzlastig ist. Das ändert sich dann noch im Verlaufe vom Spiel. Da gibt es dann nur noch seltener Filmsequenzen, aber wenn, umso cooler das Ganze. Ja, CD1 sage ich halt immer noch dem Vorbild von dem alten PlayStation 1 Spiel, weil hier habe ich natürlich nur ein Spiel, was ich mal runtergeladen habe, ohne CD-Wechsel, wie es damals halt üblich war. Wunderschönes Lied. Wie hast du es bisher raufgeschafft? Das war einer von meinen leichtesten Übungen. Ja, richtig, sich im Schloss reinzuschleichen, das soll für dich keine Herausforderung sein. Na nu. Boah, ist das hoch. Guck mal, wie klein die Stadt von hier aber wirkt. Hey, hier geht's ja Fernrohr. Los, Lili, du müssen mal durchgucken. Komm schon. Ja, nicht nur die ganze Zeit die Taube A-Locke mit dem Gesang, sondern mit dem Riesending hier. Glotz, Lug. So. Ah ja. Okay, mit dem Steuerkreuz kann ich das hier machen.
Und hier sind lauter Taube, die davor fliegen. Und Morast. Ich bin mir sicher, dass in dem Morast irgendetwas haust. Wenn wir demnächst mal in der Nähe sein sollten, können wir ja mal einen kurzen Abstecher machen. Ja, du haust nämlich einer von unserer zukünftigen optionalen Mitstreiter. Und den sollten wir auf jeden Fall besuchen. Abusbergketter. Bomezia wird von einem Gebirge umgeben. Und noch Bomezia zu gelangen, muss man wohl die Höhle am Bergfuß durchqueren. Sollten wir uns auch mal merken. Was ist das hier? Na, komm schon. Fluss Chivelle. Ein Fluss, der direkt am Südentor vorbeifließt. Wenn man den Fluss entlang geht, dann kommt man wohl zum Südentor. Ein Schokobo. Wald der Höhe? Der ist ja ein Schokobo. Ob es in dem Wald wohl streuende Schokobos gibt? Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal erkunden. So. Was haben wir dann hier noch? Da ist noch was. Abusbergketter. Hinter den Berge liegt Alexandria. Ohne Zweifel suchen die nach uns. Südentor. Hey, ich kann Südentor sehen. Ob die wohl schon mit Reparaturen angefangen haben? Das Tor haben wir ja ziemlich schrottreif gemacht. Das ist wohl eine ganze Weile außer Betrieb. Lass mich auch mal durchgucken. Und was sagst du der Aussicht? Weil ich alle zur Last? Onkel Zito hat alles gewusst. Und er hat Tantalus mit meiner Entführung beauftragt. Egal wie sehr ich mich auch anstrenge, alle anderen sind mir immer einen Schritt voraus. Immer. Und was sagst du denn, Lili? Sie dann? Warum hast du mich eigentlich bis nach Lindblum begleitet? Hat dir dein Chef vielleicht befohlen? Nee, hat er nicht, Lili, weil ich dir helfen wollte, verstehst? Niemand hat mir irgendetwas aufgetragen. Im Gegenteil, der Chef war sogar noch dagegen, weswegen ich aus Tantalus ausgetreten bin. Was? Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Außerdem ist es ja nicht das erste Mal. Sie dann? Hast du etwas gesagt? Ah, aber wie wollt ihr mich eigentlich entführen? Ihr wollt nicht mit Schlafkraut betäuben, wächst? Das ist zwar eigentlich für Kinder, aber in hoher Dosis verabreicht schläft da jeder Erwachsene einen halben Tag lang. Aber weil ich freiwillig mitgekommen bin, war es ja nicht nötig, mir das Kraut zu verabreichen. Wird selbst ausmachen, mir etwas von dem Schlafkraut abzugeben? Ich schlaf die Tage nicht so gut. Es ist aber nicht empfehlenswert, auf Medizin zu vertrauen. Wenn du willst, könnte ich dich hier nachts in den Schlaf wiegen. Oh, was ein Schmierlappe. Ich glaub nicht, dass das nötig sein wird, du ekliger Babsack. Naja, ich mein doch bloß, eigentlich wollte ich sagen... passt schon. Sag mal, das Lied, was du gerade, hast du Arendali gesungen, oder? Ja, ich hab dich damals geweckt, nicht wahr? Ich mag das Lied, wie ist es eigentlich? Ich weiß selber nicht genau, wo ich es her hab. Ach, nicht wie es heißt. Aber immer wenn ich traurig bin, dann singe ich's, dann fühle ich mich gleich besser. Ich fühle mich dann nicht mehr so stark alle. Moment. Ich fühle mich dann nicht mehr so alle. Ich fühle mich dann irgendwie stark. Schon ein eigenartiges Lied. Singst du auch mal für mich? Ah jo. Dann versuchst wenigstens nicht mehr noch mehr zu grapschen, du Babsack. Hier geht die vortreffliche Richtung, du dazu noch in meiner Größe. Soll ich oder soll ich nicht? Ich bin so unentschlossen. Also, soll ich oder soll ich nicht? Ich bin immer so unentschlossen beim Kafer. Man kann nie wissen, wann Brane uns angreift, das sollte man schon für den Ernstfall gerüstet sein. Unerhört, die Königin wird niemals einen Krieg anfangen. Du weißt nicht, was du babbelst, aber du irrst dich in ihrer Majestät. Und wer bist du, dass du sowas genau wissen willst? Ich bin nur ein Rüstungssammler auf der Durchreise. So ist es, der Johann uns aber wahrscheinlich, wer die Rüstung willst, mir dann empfehlen. Ich bitte mich zu entschuldigen. Marschiert, Pluto-Soldaten. Was sind diese für Figuren? Die habe ich ja noch nie gesehen. Die hast du wohl irgendwo auf der Straße gefunden. Die alberne Wichsfigur hängt ja Chance gegen Sitz Luftschifflotte. Mit Luftschiff ist aufhören. Ich will nie wieder mit dir, Poncho. Ey, so war das noch nicht gemeint. Königliche Miniature? Die Schwarzmagier waren wie die leblose Miniature. No.
Der Himmel scheint zu leuchten. Ist das ein Vorzeichen für etwas? Fredley, du kannst bestimmt ebenfalls spüren, aber wo bist du nur, Geliebter? Ich habe doch gesagt, dass ich dich brauche. Ja, die ist ein Dragoner. Die ist auch sehr praktisch mit ihrer Speerattacke. Gut, jetzt geht nichts schief. Leider ist wieder alles schief gelaufen. Unmöglich. Es ist hoffnungslos. Mehr als 10 Minuten After-Antrieb einfach nicht. Warum nur? Ich bin nicht nur mit dem Körper von den Juckzerber, sondern auch mit ihrem Verstand gestraft. Du, Lilly? Machen wir dann mal wieder einen Rundflug oder so. Wie meinst du das? Was? Achso, den Spruch habe ich doch bei derer Ende in der Bar schon. Na dann hat es mit mir ja anscheinend nicht viel zu tun. Ekliger Stinklapper. Ja, jetzt seid ihr mal gar eingeschnappt. Puh, warum soll ich eingeschnappt sein? Ist doch in Ordnung, wenn der Herr sich mit irgendwelchen Mädler in der Bar amüsiert. Das hat gesessen. Aber es ist nur die Wahrheit. Dann hör auf, irgendwelche andere Weiberröcke noch zu gaffen. Wie auch immer, wenn ich das Jagdfestival gewonnen habe, dann gehst du mit mir aus, okay? Und warum soll ich das tun? Na los, gib einen Ruck. Gut. Fein, dann ist es also abgemacht, Lilly. Bäh. Danke. Und die fällt auch noch auf den Schmierlapperei. Egal wie traditionell das Festival auch sein mag, ein bisschen so martialisch finde ich das schon. Vor allem das Riese Vieh hat ja schon einige Teilnehmer auf dem Gewisser. Aber das ist doch gerade Reiztra. Das ist eben nur was für echte Männer. Das ist die letzte Fuhr fürs Einkaufsviertel. Damit wären alle Vorbereitungen abgeschlossen. Alle ab, da warten wir also noch aufs Zeichen von Ober. Ich hab verstanden. Es scheint, als wenn die Isegrimme Obla-mäßig früh losgelassen wäre. Was soll denn das? Minister Roberta hat doch nicht den Befehl gegeben. Ich glaube, in wenig Minuten lassen sie aber auch den Riese frei. Gut, bevor der vorbeikommt, lassen wir unser Muse los. Schnell! Okay. Nee. Die Wieste Eichhörnle kommen auch frei. Alle bereit zum Freiloser. Warten nur auf mein Zeichen. Das Biest ist so ein unglaublicher Brocke, der macht's alle fertig. Willst du raus, mein Kleiner? Nee, hör auf damit, das ist noch zufrieden rauszulassen. Ich kann ihn nicht beruhigen, der hat seine eigene Wille. Verflucht. Machen sofort Stop, der reißt uns ja noch die ganze Mauer ein. Tob dich aus, mein kleiner Zarkner. Ups. Ja, das Vieh hat man als Kater. Sie dann kommt ganz schön spät. Bisschen Abwechslung tut manchmal ganz gut. Ja. Ob sie dann wohl besser Woche ist? Ja, tut mir leid. Hab noch ein paar Vorbereitungen zu treffen gehabt. Gut, jetzt wo wir vollzählig sind, erlaubt man die Regeln zu erklären. Die Stadt wird zu einem Jagdrevier und deine Beute sind umherstreunende Monster. Je fetter deine Beute, desto mehr Punkte gibt es auch. Sammle so viele Punkte wie du kannst und Weidmannsheil. Das Zeitlimit beträgt 12 Minuten. Innerhalb dieser Zeit dürft ihr jederzeit die Lufttaxen benutzen. Wer einen Kampf verliert, scheidet aus. Den Gewinner winkt ein Preis seiner Wahl und der Rang des Jägers. Wärst du der neue Meisterschütze? Schauen wir mal. Deswegen wird die Episode wahrscheinlich heute ein bisschen länger. Wenn es 12 Minuten geht. Wir wissen ja schon, was der Preis von eurer Wahl sein soll. Nur Bares ist wahres, doch ja ein dicke Batze, Gil. Ich entscheide mich für Accessoires. Und ihr, Vivi? Was? Ich mache auch mit? Na klar, ich habe mir gedacht, das ist genau das Richtige für dich und hab dich eingetragen. Mit deiner Schwarzmagie ist der Sieg doch schon so gut wie sicher. Aber... Wieder mal typisch für dich, mein Bester. Ach ja, Wenn du gewinnst, Bibi, dann arrangiere ich eine Verabredung mit Lilly für dich. Eine Verabredung mit der Prinzessin? Ich bin doch immer erst 9, du ekliger Schleimbolze. Psst, nicht so laut. Was, wie? Hab ich doch gerade was von der Prinzessin und Verabredung gehört? Was fährst du doch wieder im Schilde, Kerl? Nix, absolut gar nichts. Stimmt doch, oder, Bibi? Stimmt genau. Nun, wie sieht's aus? Anna Hopp, als Preis nehme ich Karte. Wunderbar, Gil, Accessoires und Karte also.
Noch wenige Minuten bis zum Start. Begebt euch bitte an eurer Startposition, sie dann ins Theaterviertel, Freya ins Industriegebiet und Vivi ins Einkaufsviertel. Gut. So. Okay, das hat nur eine Movoi-Start. Okay. Also ab ins Theaterviertel. Wir sind mal wieder alle. Mit uns startet sonst niemand mehr. Quatsch. Was macht denn nur von Käse? So. Also, ich könnte jetzt entweder sofort hier meinen Cut setzen, dann wäre es aber 5 Minuten kürzer, oder ich mache es halt 12 Minuten länger. Bin ich eher dafür, dass ich die Episode halt ein bisschen länger mache. So. Hopp. Da werden ja eigentlich schon fast die Preise von Freya am besten, dass man Accessoires kriegt. Ist auf jeden Fall hilfreicher als Karte. Ich bin jetzt nicht so der Tetra-Master-Typ. Heidewitzka. Noch verschluckt vor lauter Wiescht. So, die Prinzessin wird ja bewacht. Ich muss so ein billiger Stehplatz mit einem ganzen Pöbel zu verweisen. Das ist schon ein reiches Stück, also wirklich. Aber sieht nur die Aussicht. Oh, da aber recht. Man kann die ganze Burgstadt überblicken. Prinzessin, guck nur, dort drüben ist Meister Vivi. Was macht denn Vivi da? Er wollte doch gar nicht teilnehmen. Meister Vivi, die Prinzessin und ich feuern euch ja. Vivi, du schaffst's. Vivi. Vorwärts, Meister Vivi. Na, sei vorsichtig, oh ne, ich kann gar nicht hingucken. Ihr könnt nicht siegen, wenn ihr ständig den Fuhl habt. Euer Gegner ist ein Monster, du ist Angriff die Bestverteidigung. Und außerdem dürft ihr auf keinen Fall gegen sie dann verlieren, hört ihr? Ja, das ist es. Jetzt aber ran an den Feind. So, schlacht doch endlich zu. Vivi hinter euch. Gib mir alles, Meister Vivi. Mir ist schon klar, dass man auch so ein 9-Jähriger, wenn schon 9-Jähriger da mitmacht, dass man den natürlich besonders abfeuert. Das ist ja so ein Publikumsliebling. Außerdem ist er ganz schön knuffig. So. Hilfe! So, komm mal her, du ekliges Vieh. So, du halten wir uns erst gar nicht mit Klaue auf bei der, ne? Sondern die machen wir so platt. Das schluckt einfach nur Zeit. Deswegen schlagen wir die einfach so kaputt, die Viecher. Schwanzhieb. Zack. Mithril ist hier so türkisfarben. Weil er hat ja einen Mithril-Dolch. So, 10 Punkte. Das gäbe für so einen Mu. Du Verrückter! Ich wär beinahe gefressen worden. Gourmet. Ist mit 16 Punkte in Führung. Ja, komm doch her, du. Komm. So, sehr schön. Hier machen wir erstmal alles platt im Theaterviertel. Dann gucken wir mal. So. Und dich krieg ich. Ekliges Vieh. Pakadus oder Rakadus oder wie er Käse hat. So. Die sind nicht so besonders schwer. Und... ja, jetzt bin ich ja noch in Führung. Der hat 12 Punkte, gell, hier der Knaber. Und... oh, das sind Isegrim. Komm schon. Okay, da kommt er schon. Gott, sehr schön. Ja, ist aber schon ein bisschen wie ich das in die Zivilstadt reinzujagen. Weil wenn sich du einzelne Biester irgendwo versteckt in einem Haus, das kann schon ein kleines Massaker auslösen. Reißzahn. Komm, machen fertig. Ich glaube, der Zagner befindet sich im Einkaufsviertel. So. Oh, Freya mit 55 Punkte ist jetzt im Vorsprung. Okay. Dann als nächstes ins Einkaufsviertel, aber erst mal den hier fertig machen. Komm schon. So. Dann habe ich nämlich hier alle Monster platt gemacht. Ich glaube, ich sollte wirklich erst ins Einkaufsviertel gehen, weil wenn ich den Zagner erledigt habe, habe ich schon mal einen fetten Punkt. So. Feuer wirken die Biester sogar. Das macht dann gerade wenig schade. Hopp, machen fertig. Sehr schön. Gut. Sehr schön. Oh, die bringen nur einen Punkt, die Viecher. Okay, die sind Nieter anscheinend. Mit denen soll ich mich dann nicht aufhalten. Die verschwenden nur mal Zeit. Industriegebiet. Können wir auch noch mal kurz reingucken.
So. Weil das ist wirklich Verschwendung. Wegen M-Punkt sollte man sowas nicht machen. Die Moose, die bringen 10 Punkte. Die Isegrim bringen ein bisschen mehr. Und die Feckel lassen wir lieber. Oh, Vivi mit 63 Punkte ist im Vorsprung. Okay. Gut, weiter. Oh, lass die Katze in Friede. Gut, dass wir da sind. Katze rette ist immer wichtig. So. Und das lasse ich nicht so einfach zu. Komm schon. Bitte vor dem Vieh. Ja, Mist. Zack. Ja, da steht hier sogar noch. Mistvieh. Komm schon. Boah, da wünschte ich mir echt, ich hätte schon Hast auf mich gewirkt. So, gut. So, wie viele Punkte bringen dann die Viecher? 20 Punkte bringen die. Nicht schlecht, Mann. Okay, dann soll ich nochmal Potion verwenden. So. Okay. Ah, Vivi ist mit M-Punkt in Führung. Oh, da ist noch ein Mu. Und Vivi hat jetzt 69 Punkte. Mit dem schaffe ich aber die Führung. Da habe ich dann 10 Punkte wieder. So. Okay. Schwanzhieb. Mehr als 2,5 Minuten sollte ich jetzt hier nicht nochmal verschwenden. Weil der Kampf gegen den Zagner dauert durchaus eine Weile. So. Das reicht mir jetzt erst einmal. Ich lege jetzt wieder einen Vorsprung. So, lass mich durchketzeln. Und weiter Richtung Einkaufsviertel. So. Natürlich, dass sie das immer nur in der Viertel von der normalen Bürger rauslassen, die ganze Viecher, und nicht im Schloss. Aber so viele Adlige haben wir ja bisher noch nicht gesehen. Das scheint ja wirklich eher so Handwerksstadt zu sein. So. Beziehungsweise Technikstadt, Ingenieursstadt. Okay. Huch. Da hat sich ja gerade ein Mu geschnappt. Ja, scheiße, der bringt wieder nur einen Punkt. Komm schon her, du. Lumpestrick. Dann machen wir dich halt auch noch platt. Und... zack. Sehr schön. Wenigstens haben wir nicht so viel Zeit damit verschwendet. Hopp. Das waren 15 Punkte für den. Ui, doch nicht nur ein Punkt. Und noch ein Mu. Der bringt bestimmt auch wieder was. So, komm schon. Der macht aber viel zu goldige Geräusche. Ah, lebt sogar noch. Kieselstein. Autsch. Das macht schon ordentlich Schade. Zack. So, jetzt muss ich aber wirklich noch dem Zag nachgucken. Sonst reicht mir die Zeit später nicht mehr. Der bringt nämlich ordentlich fette Punkte. Okay, der hat nochmal 13 Punkte gebraucht und 102 Punkte bin ich gerade in Führung. So, wo war dann der Zagner? Ich glaube, da war du bei der Verkäufer. Freya mit 113 Punkte. Okay, hat dann die Zeit einkaufen zu gehen. Wo war dann der? Wenn ich das noch wisst. Aber taucht er erst später auf? Noch 5 Minuten oder so. Könnte auch sein. Bin ich mir jetzt nämlich so sicher. Aber den Isegrim können wir auf jeden Fall noch erledigen. So. Land am besten Kritzi dann. Ich will jetzt nicht, dass du Trance-Zustand wegen dem Popelkampf hier hast. Dann sollst du beim Zagner kriegen. Sehr gut. Verfehlt hat er mich. Und bitte, bitte, bitte. Scheiße, jetzt ausgerechnet muss er ein Trance sein. So ein Scheißmann. Erstens ist es mal Zeitverschwendung und zweitens kann ich das nicht gebrauchen. Das hätte ich beim Zagner gebrauchen können. Klassische Trance-Verschwendung. Scheiße. Okay. Okay, ich bin Nimi in Führung. Der hat 18 Punkte gewonnen und Freya ist mit 132 Punkte in Führung. So. Da ist noch ein Isegrim. Da kann ich noch die brave Bürger schützen. So.
So, oder war das bei 3 Minuten, wo der kommt? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber er war auf jeden Fall im Einkaufsviertel, wenn ich das richtig im Kopf noch habe. Hopp. Sehr gut. Sehr gut. Wegen 16 Punkte ist es dann etwas doof, dann nochmal einen zweiten Angriff starten zu müssen. So, 19 Punkte hat der Geber und der terrorisiert die Kirche. Dann machen wir den auch noch schnell platt. Okay. Das sind die gute Kirchgänger hier belästigt. Schnabelhieb. Und geschnetzelt. Ich hoffe, da gibt mehr als einen Punkt. Und 5 Punkte. Ich bin trotzdem... Ah, Freya ist immer noch in Führung. Oh. Vivi flieht vor dem Isegrim. Halt, komm wieder zurück. Okay, war dann das... Warte mal. Lass mal High Potion nehmen. Lass ich nicht vom Stängel fallen. Wo ist denn dieser verfluchte Zagner? Der muss doch hier irgendwo gewesen sein. Ah, da ist er jo. Da ist er jo. Hilfe, Zitan, rett uns. Regung verliest hierher, ich bin dein Gegner. Was für ein Brocke. Zitan, ich stehe dir bei. Lass mich den Todesstoß versetzen. Es geht um Abredung. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Okay, da sind wir jetzt zu 2 sogar. Aber Freya liegt ja auch in Vorsprung. Wäre, glaube ich, auch besser, wenn sie gewinnen tät. So, sie dann Klaumol von dem Vieh. Boah. Das ist aber echt hässlich, das Vieh. Dracotech. Haben wir derzeit leider Kenny parat. Als Dragoner. Diebstahl fehlgeschlagen. Sprung ist aber immer gut. Macht Schade. Macht ein bisschen mehr Schade. Das war auch damals bei der alten Final Fantasy immer die Spezialattacke von den Dragoner. Boah, 130 Schade macht der. Und Speer. Jupp, das macht gut Schade. Mithril-Fäustin geklaut. Sehr geil. Das können wir für Steine auf jeden Fall verwenden. So, machen Sprung. Und du heilst dich erstmal, du Knotzer. Ah, ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber Mithril-Fäustling für Steiner ist auf jeden Fall schon mal ziemlich geil. So. Und truffende Wetter. Und jetzt sieht dann Schnetzel drauf. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen wir schnell machen. Das trifft uns weiter. Gut, ganz normale Attacke jetzt nur noch. Hui, 192. Und 88. Ja, okay, das ist etwas schlecht. Ja, da war, glaube ich, auch noch nicht ihr bessere Waffe. So, dann Springmol. Ich glaube, das überlebt dann nicht mehr. Ich glaube, das überlebt dann nicht mehr, unser Affe-Junge. Nee. Nee, das überlebt er tatsächlich nicht mehr. Der war nur mal zu hart fahren. Und Freya kommt mit dem Speer nochmal runter. Okay, dann können wir es versuchen mit Freya noch irgendwie zu beenden. Springen und machen fertig. Ich hoffe, das ist der Gnadenstoß. Hopp, 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 hopp. Unsere Attacke geht jetzt eh den Never. Und bitte. Jawohl, gerade noch so der Gnadenstoß versetzt. Aber hallo. Puh, gut gemacht, Freya. Das hat ja genau gepasst. Und Schluss. Die Zeit ist rum. Freya führt mit 233 Punkte für den Zagner. Sehr schön. Und die mit der Accessoires wäre eh das Beste. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. 233 Punkte und somit der Sieg. Hiermit überreiche ich dem diesjährigen Sieger den Preis seiner Wahl und erheben ihn den Rang von dem Jäger. Korallenring erhalten, Meisterschütze erhalten. Gut geschlagen, Freya. Alles auf Frucht der Übung. Großherzog Sid. Bitte entschuldigt mein dreistes Auftauchen, aber ich bringe Nachricht vom König von Burmetia. Nachricht vom König von Burmetia? Exzellenz, aber eure Erscheinung.
Gut, aber genau hier, der Mann ist blind, Jahre durch Magie verbrannt. Wie lautet also die Nachricht? Wir wurden von Oberkante angegriffen, der Krieg läuft schlecht, wir bitten um Unterstützung. Der Feind sind zipfelmützige Teufel. Das Königreich Pomezia ist ein geschätzter Bündnispartner von Lindblum. Ich werde sofort mal flott losschicke. Seid gepriesen, Großherzog, der König wird sehr erfreut sein, es zu hören. Ich muss unverzüglich die Nachricht nach Pomezia. Schnell, bringt den Mann sofort zum Arzt. Doch dafür ist es bereits zu spät. Die Wunde ist zu tief. Es ist überhaupt ein Wunder, dass es bisher gepackt hat. Pomezia. Was habt ihr jetzt vor? Wegen dem Jagdfestival befinden sich nur wenige Soldaten im Schloss. Nicht genug, um die ganze Flotte zu bemannen. Dann ruft die Schiffe, die die Grenze patrouillieren, zurück. So mit Alexandria aus der Aare losse. Ja, wir können Pomezia jetzt mal nicht im Stich lassen. Zipfelmütze, also wahrscheinlich Schwarzmagier, so wie Vivi. Aber Mama hat Pomezia angegriffen. Ich bitte mich sehr entschuldigen, aber ich kann nicht warten, bis die Luftschiffflotte eintrifft. Nimm mich mit, Freya. Danke, mein Bester, aber das ist nicht dein Krieg. Was redest du da für ein Blödsinn? Immer hier wurde der Heimat von einem Freund angegriffen. Ob's da passt oder nicht, ich komm mit. Danke, sieh dann. Ich komm auch mit, ich möchte sie mit eigener Aare sehen. Versteh. Lassen uns sofort aufbrechen. Prinzessin, das ist viel zu gefährlich. Hauptmann Steiner hat recht. Außerdem wissen wir nichts über unseren Gegner. Aber wenn wir davor ausgehen, dass es Schwarzmagier sind, du verstehst mich doch, oder sie dann? Ich muss sofort zu Mama und sie dazu bringen, die Invasion abzubrechen. Ich kann dich nicht bitten, Emma. Nicht, wenn ich weiß, dass es gefährlich wird. Sie dann? Bitte bleib hier in Lindblum. Was soll das heißen? Ich weiß auch, dass es gefährlich ist, aber... Nix aber, Lilly. Da tobt ein Krieg, da sterben Menschen, herrscht. Ja, aber... Lilly, was hast du gefühlt, als der Soldat gerade eben vor unserer Aare gestorben ist? Er hat mir so leid getan. Ja, du warst traurig und das ist verdammt nochmal richtig. Aber realisierst du überhaupt, dass dir das gleiche passieren kennt? Du bist einfach noch nicht so weit, um deine Mama bekehren zu können. Aber... Jetzt reicht's aber ja, Beine. Das ist jetzt die Zeit für Wortgefechte. Seine Exzellenz hat recht, wir müssen unverzüglich nach Pomezia. Öffnet ihr das Erddrache-Tor für uns? Ja, es ist der einzigste Weg, wenn ihr zu Fuß gehen wollt. Doch bevor wir das Tor öffnen und ihr aufbrecht, lassen uns noch ein stärkendes Mahl genießen. Ala hopp. So. Und genau hier, würde ich sagen, mache ich jetzt meinen Cut, bevor das noch Ewigkeiten dauert. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.